Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Warte. Bin meine Liste durchgegangen. Ab und zu, wenn ich im Internet auf YouTube unterwegs bin und es spült mir irgendwelche Videos rein und ich klicke dann da drauf und merke, oh, da könnt ihr was dazu sagen. Ne? Dann beende ich das Video, pack's auf meine Reaction-Playlist und die bin ich jetzt einmal wieder durchgegangen. Ne? Denn Leute, ich habe es auch gelesen, die ein oder andere von euch hat es mit runtergeschrieben unter die letzten Videos. Ne? Ah, wann gibt es wieder Wingel-Content? Es wird wieder Wingel-Content geben, der Mann ist ja auch nicht weg. Ne? Der ist ja auch nicht weg. Der wird auch wieder Bullshit ins Internet pimmeln, es wird wieder irgendwelche Bärchen-Leaks geben. Diese Nummer mit hier, Drachengame ist vorbei und so weiter und so fort. Ne? Wissen wir alle. Bitte gönnt mir ein bisschen die Auszeit von der Nummer. Ich habe 40 Videos zu diesem Thema gemacht mit diesen letzten Leaks. Das war stellenweise stark belastend und es gibt so viel BS im Internet und auf YouTube, wo man was dazu sagen kann. Ihr kriegt euren Wingel schon wieder. Es wird immer ein großer Teil auf diesem Kanal bleiben. Aber im Moment spreche ich einfach gerne über andere Sachen. Ne? Und wir haben hier ein Video von Klängern, das ich heute mitgebracht habe. Das ist schon ein wenig älter. Und ich kann es euch dann nochmal schauen, wann das rauskommen ist. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter und dementsprechend. Aber es ist nichtsdestotrotz immer noch aktuell. Es geht um OF. Wer es nicht kennt, ne? OF ist eine Internetplattform, auf der Leute praktisch Borneo-Content größtenteils machen, für den dann exklusiv gezahlt wird. Ne? Und das wird gefeiert als große Revolution. Das ist ein Quantensprung im Bereich Sexarbeit. Und das ist so toll, dass es vor allem Damen, die in dem Bereich arbeiten wollen, die mögliche Selbstständigkeit gibt und sie haben die Kontrolle darüber und also das ist, was die Befürworter der Seite sagen. In der Realität schaut es natürlich anders aus. Ne? Diese Plattform ist von dem, was ich so mitgekriegt habe, auch über Abschaum-Influencer, wie zum Beispiel einen, wie hieß der? Doherty? Jack Doherty. Ja? Wer den nicht kennt, aber das ist ein richtig Spockfotzen-Gesicht. Ne? Ein Gesichtsfilmer vor dem Herrn und ein ekelhafter Mensch. Das ist so ein kleiner Content Creator aus den USA, der mit so Trickshot-Videos bekannt wurde als Kind und vollkommen abgehoben ist. Und der benutzt OnlyFans, um gerade mal 18-jährige Mädchen, in dem Fall, in Knebelverträge zu pressen und denen dann, also für sie eine Audience zu schaffen, eine Reichweite zu schaffen, um sie dann auszunehmen. Im Endeffekt ist das Internet Zuhälterei. Ja? Und das ist halt ein riesengroßes Problem dieser Plattform, ist, dass es viel einfacher geworden ist, für Zuhälter das zu machen. Ne? Man muss nicht mal mehr auf die Straße, man muss einfach nur Knebelverträge, die Leute einmal da drin haben und fertig. Das halte ich für höchstgradig problematisch. Ne? Ich halte überhaupt nichts von dieser Plattform. Die ist im Abschaum-Ranking hier mit Diggity Doggity und so weiter da unten. Aber schauen wir mal, was der gute Klängern hier dazu zu sagen hat. Den Kanal verlinke ich euch natürlich wieder unten in der Video-Beschreibung und dementsprechend hockt euch her, sagen wir mehrere, reißt euch eine Häube auf,
Mir ging einer in OnlyFans. Komischerweise. Ne? Let's go. Heute geht es um 43 Millionen Dollar, 14 Gläsern und ganz viel nackte Haut. Heute geht es um OnlyFans. Damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön. Übrigens, ich finde ihn sehr sympathisch. Ich schaue mir den sehr, sehr, sehr gerne an. Ich kann den nur empfehlen. Wer den noch nicht kennt, stolpert da mal rüber, lasst Liebe da und wenn es euch gefällt, auch ein Abo, ne? Dass du wieder dabei bist. Kennt ihr das? Ihr seid einfach so ahnungslos im Internet unterwegs und wollt euch einfach nur lustige Hundevideos angucken, aber dann plötzlich... Was hat er jetzt mit der Musik gesagt? Ja? Plötzlich... Musik aus Lizenzgründen geändert. Okay, das heißt, das scheint keine Lizenzmusik zu sein, die da läuft. Ne? Ja, machen wir es doch mal aus. Ich glaube, den Sound brauchen wir nicht. Cool, endlich Handwerker-Content, aber... auch sowas verstehe ich nicht. Warum? Ist das aufgrund der Handbewegung, dass die in dem Clip jetzt mit Schleifpapier den Stuhl abgeschliffen hat? Ist das... Soll das clever sein? Oh, schau mal, hier, die geht mit der Hand rauf und runter am Holz. Ist das der Joke? Wer springt auf so eine Scheiße an? Und vor allem... Ich habe das Gefühl, der Frau geht's gar nicht um die Arbeit am Holz, oder? Wobei... Ja, nicht an dem Holz, Diggi. Wenn wir schon mal bei Handwerkern sind... Handwerker, Klempner und Elektriker wollen alle. Eine Frau, die sie liebevoll in die Arme nimmt... Nice Nummer mit dem Tomatolix-Gesicht da drauf, ha? Wenn sie von einem harten Arbeitstag nach Hause kommen, statt eine Frau, die nur Stress macht und Kopfschmerzen bereitet. Könnt ihr mir da zustimmen? Horse Shit, ne? In einer anständigen Beziehung auf Augenhöhe arbeiten beide normale Jobs, nicht OnlyFans, ne? Weiß ich nicht, das ist halt auch hier wieder relativ plump. Sorry, im Hintergrund ist hier gerade ein bisschen was los. Ja, eine von unseren Mizis hat gerade spinnerte 5 Minuten. Nee, ich glaube, viele wollen Frauen, die richtig Stress machen und einem ordentlich Kopfschmerzen bereiten. Ja, doch, habe ich richtig Bock drauf. Na, heimkommen gleich. Wenn ich durch die geschlossene Wohnungstür Gekeife höre, das ist das Ziel, oder? Da hat jeder Bock drauf. Ne? Das sind die Besten. Das ist übrigens Hannah und zufälligerweise ist Hannah, ihr hättet es vielleicht schon ahnen können, auf OnlyFans aktiv. Nein, doch. Und ich liebe das. zufälligerweise, wenn ich mir so Internetvideos angucke, passieren Leuten, die auf OnlyFans aktiv sind, immer ganz komische Sachen. Stiefschwesterchen, schau mal, was ich hier habe von dir. Mein Höschen. Gib es Ja? mir zurück. Nein, du bekommst es erst. Das ist eine großartige Schauspielerin. Ne? Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die auf OnlyFans ist. Dass die nicht in Hollywood unterwegs ist. Wieder, wenn du es dir holst. Hey, what the fuck? Ja? Mach's doch einmal und du lebst ein blaues Wunder. Oh, das hätte ich aber echt gerne. Spinner. Was hat das jetzt gebracht? Jetzt hat es ja nicht mehr. Jetzt hat es dann doch wieder eher... Was hat die denn, ey? Was? Und Ich bin genauso verwirrt, mein Freund. Ich bin genauso verwirrt. Ihr hoffentlich auch. so eine OnlyFans-Tätigkeit kann einem auch wirklich Ärger einbringen. So wie bei Hannah. Die studiert nämlich neben ihrer OnlyFans-Tätigkeit auch noch Lehramt in Köln. Und Großes Kino. Großes Kino. Ich sage, ich bin ja wirklich... Natürlich, jeder Mensch wird im Alter ein bisschen konservativer. Ich war früher deutlich auch liberaler, als ich es heute bin. Aber ich bin jetzt nicht so das Paradebeispiel für einen verknöcherten, alten, konservativen Mann. Aber ich weiß nicht. Hätte ich Kinder, ob ich wollen würde, dass die von jemandem unterrichtet werden, von dem ich weiß, dass die Person auf OF unterwegs ist. Vor allem, weil ja solche OF-Dinger auch ganz oft mal dann von der Plattform verschwinden, also nicht verschwinden, sondern ne, genommen werden, auf anderen Plattformen hochgeladen werden. Und dann ne, denkt man sich nichts Böses und denkt sich, boah, ich habe heute irgendwie ein paar Stunden
hier die komplette Butze für mich. Ja, time for a carefree wank, wie Jim Jeffries sagen würde. Und mach dann meine Internetseite der Wahl auf, ne? Und die Lehrerin meiner Kinder stimmt mir entgegen. Hätte ich wenig Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt ist der Uni Köln aufgefallen, warte mal, also Lehramt und OnlyFans, das passt doch irgendwie nicht zusammen, oder? Also, das erzählt sie uns zumindest in einem ihrer Videos. Wir werden ja sehen, wer hier als Verlierer rausgeht. Ja, vor allem, ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die haben das mit diesem OnlyFans, als es am Anfang war, ne, als das noch relativ neu war, sehr, sehr, sehr schlau angestellt. Ne? Diese Belle Delphine, die hat das ja so hingekriegt, dass sie das angeteasert hat, die Leute irgendwie heiß gemacht hat, innerhalb kürzester Zeit Millionen damit verdienen und sich dann einfach verpisst und gesagt, okay, ich habe ausgesorgt fürs Leben. Die muss dann auch nicht mehr Lehramt studieren. Ganz einfach. Ne? Klar, kann man machen, aber das Problem ist halt, dass es vielen Leuten halt, glaube ich, auch den Eindruck vermittelt, so, boah, krass, ich kann hier ohne wirklich, ne, körperlich im selben Raum mit den Leuten zu sein, über OnlyFans Sexarbeit machen, einen Haufen Kohle verdienen, und das ist halt bei ganz vielen, also bei den allermeisten eben nicht so, ne? Die allermeisten verdienen halt da, wenn überhaupt, Peanuts. Und die wenigen Creatorinnen vor allem auf diesen Plattformen, die da Millionen scheffeln, sind halt dann doch eher die Ausnahme. Und Spoiler Alert, ich bin's nicht. Spoiler Alert, ich war's doch. Offizielle Mitteilung bezüglich ihrer Zweitbeschäftigung von Dr. Markus Scholz, Studienberatung Lehramt, Universität zu Köln. Ja, merkwürdig nur, dass es an der Universität Köln im Lehramtsbereich gar keinen Dr. Markus Scholz gibt. Schon gar nicht mit so einem hübschen KI-Foto. Naja, und noch ärgerlicher für Hannah ist es, dass sich ein anderer Markus Scholz von der Universität Köln auch bei ihr per Mail beschwert hat über ihre Kleiderordnung an der Uni. Gleicher Name, gleiche Position, aber ein anderes KI-Profilbild. Merkwürdig. Ja, ist wichtig. Zieh dich vernünftig an für die Schule und fertig. Versteh das Problem nicht. Schaut einfach auf billig aus. Sorry, ich finde es unpassend fürs Studium oder die Uni. Mach den Barbara-Tanz mit einem Outfit, das du als Lehrerin tragen würdest. Ach, Uwe, du kleiner Charmeur, du. Ich hab Das ist auch so eine Nummer. Man hat ja, ich habe es ja jetzt hier wirklich gut, ich kriege ja wirklich allergrößtenteils sehr, sehr, sehr liebe Kommentare unter meine Videos, und das, obwohl das natürlich nicht mein Hauptthema das Drachengame ist und das ein bisschen, ne, eine schwierige Community sein kann. Aber ich will auch nicht wissen, was die alles an Kommentaren da unter diesen ganzen, ne? Boah, nee. Wenn da wieder irgend so Horst 56, ne? Boah. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir so Videos im Internet angucke, OnlyFans-Models haben manchmal einen ganz komischen Alltag. Gibt's ja auch Kondome im Automat? Also ich habe schon mal von Nikotinpflastern gehört, ne? Aber kommt hier, kipp mal der Maul. Ich brauche die sehr dringend. Oder diese nette Dame hier. Ich muss auf die Etage 69. Magst du einmal drücken? Oh, 69, habt ihr gecheckt. X. Oder sowas hier. Warum haben die eigentlich alle irgendwie mehr oder weniger dasselbe scheiß Outfit an? Sport BH und hautenge Leggings. Sorry. Kann man hier bei so einer Outfit, ne, Ausstatter Homepage, so die zu dir passende Outfits zusammenstellen, kann man da hingehen und sagen Internetnutte, und dann kriegt man das? Oh, I'm so sorry. Ja, aber Oh ja. Top-Content. was soll das eigentlich alles? Ich check's auch nicht, Digi. Diese Art von Content, liebe Kinder, nennt man
Thirst Traps. Thirst Traps haben nur den Zweck, euch irgendwie so ein bisschen anzugeilen und eure Hormone in Wallung zu bringen. Damit ihr bei der Person hängen bleibt, wiederkommt und vielleicht auch so ein kleines Bezahlabo abschließt, um dieses Gefühl endlich befriedigen zu können. Thirst Traps können natürlich auch von anderen Leuten auf Social Media geteilt werden. Vor allen Dingen werden sie aber gerne von Leuten auf OnlyFans benutzt, mit so einem kleinen kommerziellen Hintergedanken dabei. Kleines Beispiel dafür gefällig. Can I please try some? Yeah, sure. Thank you. Ja, ein schlechter Tag, um Augen zu haben. Aber warum? Ich liebe diese Kommentare. Ja, warum? Warum müssen wir immer mehr von solchem Content im Internet sehen? Das ist Weil damit ein Haufen Kohle gemacht werden kann. Ne? Ich möchte nicht wissen, wie viel Prozent hier von so einem OF, ne, wie viel da tatsächlich dann an den Creator geht von den Einnahmen und wie viel Prozent sich OF da einsteckt. Ne? Da sind wir bei ein paar Milliarden, glaube ich, was die umsetzen im Jahr. daran, dass Creator auf OnlyFans zwei große Probleme haben, wenn sie damit Geld verdienen wollen. Zum einen gibt es auf OnlyFans unfassbar viel Konkurrenz. Wir hören ja immer wieder von den großen Namen, die jedes Jahr Millionen damit verdienen können. So wie zum Beispiel bei Sophie Rain. Die ist aktuell wohl die erfolgreichste Creatorin dort und hat gezeigt, dass sie in einem Jahr 43 Millionen Dollar verdient. Ja, Diggi, keine Ahnung. Wenn ich in einem Jahr 43 Millionen Dollar verdienen würde, würde ich im nächsten Jahr nicht mehr arbeiten, egal welchen Job ich habe. 43 Millionen Dollar in einem Jahr. Und auch hier wieder, wenn man sich ihren Content auf Twitter anguckt, haufenweise Thirst Traps. Me or the PS5. Me or the PS5. The PS5, bitch. Me or the PS5. Still the PS5. If me or Fortnite. Me. Eine PS5 ist günstiger als du, ne? Du bist billiger. Or a PS5 Pro. Boah, ja, also das Pro, das ändert jetzt natürlich schon einiges. Ich sag's kurz nochmal. 43 Millionen Dollar. Aber unter diesen Großverdienern gibt es so viele, die es zwar auch versuchen, aber bei weitem nicht so viel Kohle verdienen. Es gibt über 2,1 Millionen Creator auf OnlyFans und das durchschnittliche Monatseinkommen dort beträgt 180 Dollar. Das rentiert sich aber mal richtig, Diggi. Aber mal richtig. Aber dass da wirklich Millionen Creator drauf sind, weiß ich nicht. Ne? Durchschnitt. Wenn also eine Sophie Rain 43 Millionen im Jahr verdient, müssen ganz viele andere noch Praktisch gar nichts verdienen, oder? Ich wette dass es da auch Leute gibt, die gerade bei wirklich so Creatorinnen, die da unter ferner Liefen laufen, einfach durchgehen. Hier mal für einen Monat ein Abo abschließen, da mal. Die ganzen Sachen runterladen, auf einen monetarisierten PH-Account hochladen und einen Haufen Kohle damit scheffeln. Und ne, wenn die dann mit ihrem OF genau von dem, vielleicht noch von irgendeinem anderen Dulli 20 Euro im Monat kriegt, von der sie 10 behalten darf, weil die Plattform die anderen 10 einsackt, dann hat die auch kein Geld, um da irgendwie rechtlich dagegen vorzugehen, dass da mit ihren Bildern auf PH dann jemand anders die Kohle verdient. Weiß ich nicht. Viel weniger als 180 verdienen. Bei OnlyFans bekommen die oberen 10% 73% der gesamten Einnahmen der Plattform. Es gibt dort Ja, das ist wie in der richtigen Wirtschaft, ne? also ganz viel Geld zu verdienen, aber nur ganz wenige schaffen es auch Du willst auch, keine Ahnung, ich google das mal schnell. Eine Sekunde. Durchschnittliches Nettoeinkommen in Deutschland. Googeln wir mal schnell. Also laut Google liegt es bei 2.300 bis 2.500 Euro netto im Monat ungefähr. Das Durchschnittseinkommen. Habt ihr schon mal davon gehört, dass Deutschland, vor allem EU-weit, das Land mit dem größten Niedriglohnsektor ist? Wie viele Leute von Mindestlohn leben, für Mindestlohn arbeiten, stellenweise noch weniger bei so Branchen, wo es so Schlupflöcher gibt? Und wisst ihr, wie viel man bekommt, wenn man Mindestlohn kriegt? Komisch, ne? Wenn so viele Leute Mindestlohn haben, müsste dann doch eigentlich das Durchschnittseinkommen viel niedriger sein. Selbes Prinzip. Ne?
wirklich so viel zu bekommen. Aber es ist natürlich verlockend. Ja, man ist jung, man möchte schnell viel Geld verdienen und man muss auch gar nicht so viele Qualifikationen dafür mitbringen. Natürlich sagen sich dann ganz viele auf der ganzen Welt, ja komm, ich mach's, ich werde jetzt reich, her mit den Scheinen. Aber die unterschätzen halt auch, dass ganz viele andere Menschen die gleiche Idee haben. Und so geht man in dieser riesigen Masse an Creatoren einfach unter. Denn zweites großes Problem bei OnlyFans, als Creator wirst du überhaupt nicht von OnlyFans promoted. Es gibt anders. Das ist ja mal Arsch, oder? Auf YouTube hast du ja wenigstens, ne, kannst du ja dann eingeben in deine, um welche Themen das es geht, Schlagwörter eingeben. Und wirst dann Leuten, die Videos schauen, die ähnlichen Schlagwörter haben, häufiger vorgeschlagen. Ne? Hat's ja da dann anscheinend nicht. Das heißt, du musst ja eigentlich eine Reichweite mitbringen. Sprich, du musst ja eigentlich schon reichweitenstarke Influencerin sein und diese Leute dann mit rüber auf OF nehmen. Ja, dann kann ja auch gleich irgendwie bei Instagram bleiben, oder? Verdienen vielleicht dann nicht ganz so viel. Muss mir aber nicht nackig machen dafür. Als auf Instagram, YouTube oder TikTok dort keinen Empfehlungsalgorithmus. Wenn du hier auf YouTube als neuer Creator anfängst, wirst du neuen Zuschauern vorgeschlagen, du tauchst neben anderen Videos auf und langsam baust du dir so eine kleine Fanbase auf. Oder auf TikTok oder Instagram, da scrollen Leute einfach durch ihren Feed und irgendwann wird halt dein Video auch angezeigt. Auf OnlyFans gibt es sowas einfach nicht. Deshalb bist du als Creator dort komplett darauf angewiesen, deine Fans von anderen Plattformen dahin zu bekommen, damit du dort überhaupt Geld verdienen kannst. Das heißt, ich muss da hingehen und ich muss wirklich dann den Namen von der Creatorin, die ich suche, in die Suchleiste eingeben. Ansonsten habe ich praktisch keine Chance, unter über 2 Millionen Leuten da irgendwen zu finden, oder? Ja, ich war noch nie auf OnlyFans, ich habe keine Ahnung, aber das hört sich für mich ein bisschen Arsch an. Ne? Das führt dazu, dass wir solch geile Newsartikel bekommen wie 10 Best Places to Promote OnlyFans. Und natürlich hast du da die ganzen Klassiker drin. Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Warte, was? Könntet ihr euch da vorstellen, selber OnlyFans zu machen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das Internet ist voller Ah, ich mache auf jeden Fall bald OnlyFans. Leute, kommt alle vorbei. Ne, kommt alle vorbei. Ich mache OnlyFans. Aber Kasper, das will doch keiner sehen. Beiträge mit Tipps und Tricks, wie du deine OnlyFans-Einnahmen steigern kannst. Und immer wird gesagt, ey, mach auf Social Media Werbung für dich. Und Werbung auf Social Media sieht dann halt so aus. Ich glaube, ich habe nicht genug Geld, um meine Miete zu bezahlen. Glaubst du, wir können das irgendwie anders regeln? Ich habe noch nie versucht, meine richtige, echte Miete mit Monopoly-Geld zu bezahlen. Ich habe mich aber auch noch nie, ich habe dann halt aufgegeben im Monopoly, ne? Ich habe noch nie versucht, mich zu prostituieren, damit ich nicht den Monopoly verliere. Warum liegt hier Stroh? Ja, klar. Kommt schon, Leute, wir spielen nur Monopoly. Ja, Hauptsache dort möglichst schlüpfrigen Content posten, damit die Leute irgendwie so ein bisschen angegeilt sind und endlich Bock haben auf dein Abo. Oder noch cleverer, auf Dating-Plattformen wie Tinder und Co. Ja, man muss die notgeile Kundschaft einfach nur in ihrem natürlichen Lebensraum abholen. Ja, da wo die Nachfrage ist, da einfach das Angebot präsentieren. Hey, ja, wir hatten ein Match und uns auch echt gut verstanden, aber also leider wird das nichts zwischen uns beiden, denn also ich stehe mehr so auf Männer, die mir 10 Euro im Monat bezahlen. Das finde ich aber auch, keine Ahnung. Stell dir mal vor, du bist irgendwie auf Tinder unterwegs und denkst, jetzt habe ich endlich irgendwie ein Match, endlich echt eine hübsche Frau und sowas. Und oh, die interessiert sich für mich und dann kommt die und sagt so, ja, übrigens, das hier ist mein OF. Kannst gerne mal vorbeikommen, lass ein bisschen Barren da. Tschüss. Achso, ja, hier ist mein Link zu meinem OnlyFans. Ja. Und ganz casual werden in diesen Videos und Newsartikel Tipps und Tricks gezeigt, wie man die jeweiligen Plattformen bestmöglich benutzen kann, um seine Reichweite zu steigern. Wie viel darf man auf den jeweiligen Plattformen zeigen? Wie funktioniert der Algorithmus, damit deine Thirst Traps möglichst gut ausgespielt werden? Denn, das muss man ja dazu sagen, diese Videos verstoßen eigentlich nie gegen die Guidelines der Plattform. Ja, natürlich nicht, ne? Das ist ja, aber da tanzt man dann immer so ein bisschen auf Messerschneide, oder? Das ist,
gerade so, dass es nicht gegen die Terms of Services zeigt verstößt. eben nur so viel Haut und wackelt so viel rum, wie es gerade eben noch so erlaubt ist. Also daher kommt dieses Standard-Outfit, ja, mit dem Sport-BH und dem und den hautengen Leggings. Jetzt wissen wir es. Okay. Und wenn die Leute einmal angebissen haben, dann muss man es ja nicht dabei belassen, nur bei dem Abo, oder? Schließlich finden die dich doch so gut, also da kann man doch mehr Kohle bei rausholen, oder? Und deshalb findet man tolle Artikel wie zum Beispiel 11 weirde Sachen, die du 2025 über OnlyFans verkaufen kannst. Und da findet man tolle Vorschläge wie zum Boah, lass mich raten. Also ich weiß von der einen, von dieser Belle Delphine oder wie die heißt, dass die irgendwie ihr Badewasser verkauft hat. Das weiß ich. Aber wahrscheinlich sind die üblichen Weirdo-Bullshit-Dinger auch mit drin, ne? Höschen, wahrscheinlich für irgendwelche Fußfetischleute, Socken, natürlich alles getragen, schön, das stinkt und so. Aber, weiß nicht, dann bin ich praktisch mit meiner Kreativität schon am Ende. Ich bin gespannt, was es jetzt da ist. Es gibt mal 11 Sachen. Beispiel, dich dafür bezahlen zu lassen, deine Fans zu beleidigen. Ey. Hey, Leute, das kann ich machen. Leute, ich mache OnlyFans auf und ihr könnt mich dann dafür bezahlen, dass ich euch eine Sprachnachricht schicke, in der ich euch rauf und runter beleidige, auf Bayerisch, rauf und runter, von vorne bis hinten, Grattler, Orsch, alles. Das machen wir doch. Das machen wir doch. Da haben wir alle was davon. Also, wenn ihr auch Interesse hättet oder Muttermilch. Ja, mir raten, ne? Nach Zobis geliefert wird, die hoffentlich gut gekühlt. Jetzt kommt da Mutter Käse an irgendwann. Ist sie nicht schon ein bisschen schlecht, wenn die dann per Post ankommt? Oder menschliche Haare. Nein, die verkaufen nicht ihre Haare, Alter. Was war? Ist die dann in so einer Schatulle oder in so einer Vitrine? Ist also. Hey, was ist denn das da hinten? Ja, keine Ahnung, das sind die Schamhaare von irgendeiner Nutte aus dem Internet. Die habe ich mir gekauft. Was ist los mit den Leuten? Oh, fuck. Oder ein Glas Spucke. Oder Fürze im Glas. Ach, das ist ja. Ah, da gab's ja, von Silent and Happiness war das hier. Fart in a Jar. Wie hieß er? Fart in a Jar irgendwie. Und der auch lustig. Gebt bei YouTube irgendwie Silent and Happiness Fart in a Jar ein. Es ist köstlich. Generell die alten Clips da von vor 10, 13 Jahren, die alten Silent and Happiness Sachen. Junkmail, bestes Video von denen. Alles so 2019, ne? Aber vielleicht sollte ich auch mal darüber nachdenken, mein Geschäftsmodell zu erweitern. Das war's von mir. Ich kacke in ein Einmachglas und schicke es euch für läppische 50 €. Jetzt in Gläser furzen. Meldet euch, falls ihr das haben wollt. Das auch von mir. Wisst ihr, ich bin wirklich restlos überzeugt. Ich würde direkt alles abonnieren und alles kaufen, weil die mir alle so sympathisch sind. So ein Engagement muss doch belohnt werden. Also ich wäre direkt bereit, den doppelten Preis fürs OnlyFans-Abo zu zahlen. Kann ich mir das leisten? Keine Ahnung. Kann Finanzguru mir sagen, ob ich... Ja, nee, komm, ich weiß, dass die ihre Placements brauchen und so ein Zeug, aber ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt im Kontext mit meiner Reaction ist, was ich da hochladen kann, was ich da Hier, lieber Klengarn, ich habe 5800 Abonnenten. Ich glaube, du wirst es verkraften, wenn die jetzt nicht deine Finanzguru-Werbung sehen. Dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Kommen wir erstmal zurück zu OnlyFans. Wobei, man muss sagen, damit ihr dahin geht und euer Geld da lasst, kommen die erstmal zu uns. Und deswegen werden mittlerweile alle sozialen Netzwerke geflutet mit mehr oder weniger weirdem Content, der nur ein Ziel verfolgt. Euch so horny zu machen, dass ihr endlich dieses verdammte Abo abschließt. Ist halt leider Gottes funktioniert das halt wahrscheinlich relativ gut. Und ich glaube, je weiter der IQ in Richtung eines Rainer Winkler geht, desto eher ist man dann auch bereit, für sowas im Internet dann ein Monatsabo abzuschließen, obwohl es das überall im Internet mehr oder weniger gratis gibt. Ne? Aufgrund einfach nur, was der einzige Unterschied in dem Fall wäre halt die parasoziale Beziehung, heißt das, glaube ich, oder? Das ist, was Leute praktisch tatsächlich irgendwo ein bisschen
vertraute Nähe spüren zu ihren Lieblingscreatoren im Internet. Ne? Ich glaube, parasoziale Beziehung heißt das. Und das ist das, was du da im Endeffekt dann verkaufst. Und was da den Unterschied macht von OF zu jedem x-beliebigen PH-Video, das du für vollkommen lau irgendwie im Internet anschauen kannst. Und deswegen bekommt ihr haufenweise so ein Zeug in eure Timeline angespült. Behandle mich doch einfach wie ein Schneemann. Erst die Bälle einmal so richtig durchkneten. Das mache ich nicht mit Schneemännern. Das wird doch auch kalt am Dödel, oder? Nein. Warum, ey? Und es ist dieses ganze schmutzige Hochformat-Gelumpe da. Ich bin so froh, dass ich weder auf Tickety-Tockety noch auf Instagram noch auf sonst irgendwo Twitter oder dem Schittel da bin. Ja, auf YouTube kriegt man das wenigstens so gut wie nicht. Sowas. Und dann die Möhre mitten ins Gesicht. Ich kann das alles nicht mehr, ey. Nee. Und die Kohle in die Augen oder was? Wisst ihr, was ich wirklich nicht mehr kann? Hä? Alter, bestes Stück an das Handy und schau, welches Herz du erreichst. Nein? Okay, das ist halt wirklich dann Endgame, oder? Wenn du die Leute dazu gebracht hast, dass sie praktisch ihr Handy nur noch mit dem Pimmel bedienen, ne? Ich möchte es mir wirklich nicht vorstellen, wie da notgeile Teenager in ihrem Zimmer stehen und sich mit offener Hose den Zipfel ans Handy halten. Und 16,5 Zentimeter. Keine Ahnung. Wie lang ist so ein durchschnittliches Handy? Komm doch. Da kommt dann doch, wenn du irgendwie. Also, wenn ich jetzt auf mein Handy schaue und ich denke mir so im Vergleich dieses Bild hier, warte mal, 11, 19 sind wir, ne? Und ich denke mir, das da im Vergleich auf meinem Handybildschirm, wer da nicht bis rot kommt, ist ein armes Schwein, ne? Ja. Also, oben ist ja noch, ne? Was sind das? 10 Zentimeter oder sowas, was das dann auf dem Handybildschirm Platz einnimmt. Das ist aber weit weg von den 16,5. Ich halte das nicht auf. Und dann kommen die Eltern rein. Wie soll man denn seinem Kind da jemals wieder in die Augen gucken können? Und ich höre jetzt hier schon manche Leute sagen, ja, Timon, das ist halt dein personalisierter Algorithmus. Wenn du jeden Tag so viele Videos davon bekommst, solltest du dir mal Gedanken machen. Ja und nein. Denn das ist nicht unbedingt ein persönliches Problem, sondern entsteht, weil die Plattformen ebenso funktionieren. Ja, natürlich. Ich meine, das Thema Sex Sells, das gab es ja auch schon vor Social Media. Und natürlich haben solche Videos sehr, sehr, sehr viele Interaktionen. Wahrscheinlich auch gerade von irgendwelchen 14-, 15-Jährigen. Und wenn das Video viel Interaktion hat, dann wird es mehr Leuten vorgeschlagen. Das Rechercheteam vom Wall Street Journal hatte vor einiger Zeit ein Experiment gemacht, zusammen mit einem Forscherteam, und mehrere neue Instagram-Accounts angelegt und das Nutzeralter auf 13 Jahre gestellt. Und schon nach wenigen Minuten haben diese Accounts explizite Inhalte vorgeschlagen bekommen. Also Kelsey Bries, ne? Die sind ja, die haben ja eh komplett hormongeflutete Hirne und keine Ahnung, wenn ich ein Smartphone gehabt hätte mit 13 Jahren, ich hätte mich auch gefreut, wenn mir dauernd sowas eingespült worden wäre. Ne? Wir mussten uns die Scheiße damals irgendwie, einer von uns aus dem Freundeskreis hatte Internet, der hat Bildchen runtergeladen über Nacht, irgendwie 5 oder 6, das hat die ganze Scheiße nachgedauert, die hat er dann auf eine Diskette gepackt und die ist dann rumgegangen, wir haben das auf den Rechner gezogen. So, das war unser Porneo-Konsum damals, ne? Nach dem Krieg. Wir haben nichts gehabt. Selbst wenn du das gar nicht willst, kriegst du das automatisch vorgeschlagen. Selbst wenn die App weiß,
dass du eigentlich ein Kind bist. Und sobald du dir das Ding auch nur ein Sekündchen zu lange angeguckt hast, legt der Algorithmus richtig los und ballert dir das Zeug in die Timeline. Schon nach 20 Minuten wurden die betroffenen Accounts Großartiger Schnitt. verstärkt von solchen Inhalten bespielt und wurden zu dem Ziel von Werbeanzeigen, die zum Versenden von Nacktbildern aufriefen. Selbst wenn du solchen Content nicht sehen möchtest, bekommst du ihn trotzdem ausgespielt. Auf Reddit gibt es mittlerweile so viele Beiträge von Leuten, die sich beschweren und sagen, ey, ich will diesen Content nicht mehr bekommen. Ich klicke auf nicht interessieren und trotzdem bekomme ich so viel Scheiß-Content davon. Als würde dir der Algorithmus das einfach aufzwingen wollen. Guck dir jetzt verdammt nochmal diese halbnackten Menschen an. Das ist die Internet-Borneo-Variante von den Zeugen Jehovas, oder? Nur, dass die halt nicht über Gott, sondern über deinen Pimmel mit dir reden wollen, ne? Das Problem dabei ist, diese Videos sind nichts anderes als Werbung. Das ist kein kreativer, inspirierender oder unterhaltsamer Content. Dieser Content ist einfach nur da, damit ihr ein paar Euros für so ein Abo dalasst. Und soziale Netzwerke leben eigentlich davon, dass dort cooler Content geteilt wird, den man sich halt gerne anguckt. Ich finde es nicht verstörend, ich finde es sehr lustig. Wenn deine ganze Timeline aber nur Ich fand das Bild äußerst zerstörend. aus unlustigen, beschissenen oder halt halbnackten Content besteht, dann bockt das Ganze eher so weniger. Ich will halt coolen Stuff im Internet sehen und nicht die ganze Zeit nur halbnackte Werbung für ein Abo-Modell. Sonst passiert vielleicht den Plattformen genau das, was mittlerweile auch Facebook passiert ist. Wenn man dort nichts Cooles mehr findet, ja, dann geht man da halt auch nicht mehr hin, ne? Ja, ist okay. Aber ich benutze Facebook habe ich noch, aber das nutze ich tatsächlich ausschließlich zum Memes farmen. Das weiß aber auch mein Facebook-Algorithmus anscheinend inzwischen Zeit. So, die ballern mir Memes, ne, mit Humor in verschiedenen Schattierungen von Schwarz. Ja, böse Dinge unterwegs. Ich muss sagen, dass ich Instagram eigentlich immer relativ gerne genutzt habe, aber seit langem ist dieser Entdecken-Feed so voller Schrott, dass ich dort nichts Vernünftiges mehr vorgeschlagen bekomme. Diese ganze Explore-Seite ist zu nichts mehr zu gebrauchen, um irgendwas Cooles zu finden. Und von diesem ganzen KI-Shit, den es dort gibt, will ich gar nicht erst anfangen. Also ist doch die Frage, was soll man als Nutzer auf lange Sicht auf so einer Plattform Master debattieren, ne? überhaupt? Und ein weiterer Faktor davon sollte auch nicht vergessen werden, denn im Internet sind ziemlich viele Kinder unterwegs. Aber dem Algorithmus... Das wird in letzter Zeit ja auch viel diskutiert, ne? Altersgrenzen einführen für bestimmte Social-Media-Plattformen. Und ich halte das durchaus für eine gute Idee. Ja? Jetzt ist die Frage, sollen wir spezielle Kinder-Social-Media-Plattformen einführen, um denen praktisch auf eine harmlose spielerische Art und Weise irgendwie Medienkompetenz zu vermitteln? Problem, wie kontrolliere ich, dass die Leute, die dann da drauf sind, auch tatsächlich Kinder sind und nicht irgendwelche PDFs, ne? Ist ein schwieriges Thema, ist auf jeden Fall eine große Herausforderung unserer Zeit, weil es halt so interaktive Medien, Social-Media-Nummern, weil das halt vergleichsweise neu ist. Ja? Ist es offensichtlich egal, ob du halt 23 Jahre bist oder 13. Wenn du den ganzen Tag, jeden Tag solchen Content konsumierst, dann macht das auch irgendwas mit dir, selbst wenn du schon erwachsen bist. Wenn dein Frauenbild aber irgendwann davon geprägt ist, dass du überschüttet wirst mit schönen Frauen, die aber komplett unerreichbar für dich sind, die sich aber gleichzeitig halbnackt im Internet präsentieren und vor deiner Nase rumtanzen, um dich zum Abschluss eines kostenpflichtigen Abos zu bringen. Das macht was, vor allen Dingen mit einem heranwachsenden Gehirn, und ich glaube, nichts Gutes. Ja, ich glaube auch, dass hier so so Hardcore-Incels da. Ich glaube auch, dass da auch so ein reiner Winkler diesbezüglich negativ beeinflusst wurde. Ich glaube, dass viel von dem, was der Mann inzwischen in seine komischen Blogs und diesen Scheiß da schreibt, in seine Goblin-Geschichten, dass das auch irgendwo da seine Wurzeln hat. Zumindest ist das wahrscheinlich einer der Gründe dafür. Ne? Hageldom ist natürlich ein anderer, und entwickelst du über kurz oder lang ein ganz merkwürdiges und wahrscheinlich toxisches Verhältnis zu Frauen. Ja, schwieriges Thema, und man könnte es noch sehr weit ausbauen, aber manchmal liebe ich das Internet auch ein bisschen. Ich muss das machen, was der Top-Kommi sagt.
Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Bitte lass das Video nicht viral gehen. Und dann guckst du halt in die Kommentare und dann ist dieser Top-Kommentar mit über 200 Likes und sagt, arbeitet 10 Jahre als Pflegekraft. Ja, aber wenn man sich auf eins verlassen kann, das sind Internet-Trolle. Ja, mich würde es interessieren, ob sie danach ihren OnlyFans-Account gelöscht und sich für eine Ausbildung als Pflegekraft beworben hat. So? Da haben dann die Leute wenigstens noch was davon, ne? Dann als bettlägeriger alter Sack irgendwie hier so ein Schwammbad von der kriegst. ich auf ihrem Profil rumgucke, dann habe ich gesehen, dass sie immer noch nicht als Pflegekraft arbeitet, sondern aber komm. immer noch OnlyFans-Werbung postet. Wisst ihr, ich glaube, ich halte es in dem Fall einfach wie dieser Typ in dieser Straßenumfrage. Okay, du hast jetzt die Wahl. Entweder diese Mystery Box oder ein Jahr lang kostenlos mein OF. Ich will diese Box. Der Typ ist wirklich ein Main Character. Ja, keine Ahnung, scheißegal, was da drin ist, aber der hat ihr gerade einfach eine was will ich denn mit dir billigen Flitschall? Mehr oder weniger gegeben. In dem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dieser ganzen Thematik. Habt ihr das auch beobachtet? Sagt ihr auch, ey, es nervt einfach. Ich will einfach nur lustige Hundevideos gucken. Eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Katzenvideos sind superior. Lustige Hundevideos mag ich auch, aber es geht nichts über Katzen-Content. Ich glaube, es gibt eine Sache, die süßer ist als Katzenbabys, und das sind Schnabeltierbabys. Schnabeltierbabys, das ist das süßeste Tier, was es auf der ganzen Welt gibt, glaube ich. Weil es auch weird aussieht, so. Schau aus wie ein Wolperdinger. Und giftig sind die, glaube ich, auch. Ne? Und das war's von mir. Ich gehe jetzt meine Fürze im Glas sammeln. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Bitte gut. Ja, Leute, ich bin auch gespannt. Was denkt ihr da darüber? Oh ja, er hatte auch hier über die TJ-Nummer was gemacht, ne? Ich war schneller als du. Sagt es mir. Ne? Wo seht ihr euch da? Seht ihr da kein Problem? Oder feiert ihr das und denkt euch, ne? Hauptsache es wackelt auf meinem Handybildschirm. Dann bin ich glücklich. Schreibt es mir unten rein. Und wie gesagt, ein bisschen Geduld. Der Wingel wird wieder da sein und dann bin ich auch wieder da und gebe da meinen Senf dazu. In diesem Sinne. Ne? Tut nicht, was Reini tut und schmeißt auch keine Barne auf OF raus für nix und wieder nix und Metal auf.